Aber wir müssen selbstkritisch auch sagen, dass wir über die vielen Jahre nur wahrscheinlich 2 Handvoll, würde ich einmal sagen, tschechische Autoren bei uns hatten. Das soll sich ändern, das möchten wir auch gerne ändern. Und etwas, das dazu beiträgt, ist hoffentlich auch dieser Band der Literatur- und Kunstzeitschrift Die Ohren. Sie kennen ihn vielleicht. Diese Literaturzeitschrift bringt Schwerpunkthefte heraus. Wir hatten schon öfter hier das Vergnügen, mit Ihnen auch zu kooperieren. Es war die Idee meiner Kollegin aus Leipzig, die Birgit Peter, die gesagt hat, machen wir doch etwas in den Literaturhäusern, im Netzwerk der Literaturhäuser für die tschechische Gegenwartsliteratur. Daraus entstand die Idee, mit Hohen gemeinsam einen Band herauszugeben und einige dieser Autoren, die insgesamt sind es 15 Autoren, 13 Prosa und 2 Lyriker in diesem Band, von diesen Autoren wurden dann eingeladen auf eine Lesereise durch die Literatur. Also so treten heute 2 Autoren in Stuttgart auf und 2 in Berlin, also jetzt gerade. Und diese beiden sind insgesamt in 4 Literaturhäusern. Sie waren bereits in Basel und München und fahren morgen weiter nach Graz. Und ich freue mich sehr, dass die beiden heute in Salzburg sind. Sie haben jetzt die Gelegenheit, 2 der bemerkenswertesten tschechischen und auch vielfach ausgezeichneten Autorinnen kennenzulernen, die maßgeblich das Bild der tschechischen Gegenwartsliteratur prägen. Radka Denemarkova, geboren in Kuttenberg. Sie sind ungefähr gleich alt, aber wegen der Dame sage ich das ja nicht. Ja? 1968 in Kuttenberg geboren, hat Ende der 90er Jahre zu publizieren begonnen, allerdings mit einem im Genre Sachbuch, kann man sagen. Und Petr Borkovec, einen gebürtigen Prager, also geboren in der Nähe von Prag, genau gesagt, der sozusagen in der Stunde Null der heutigen Tschechischen Republik 1990 mit seinen Gedichten an die Öffentlichkeit trat. Ženy stojí a myslí na pravidla, přesídlí do nové řeči, opustí svou. Ty, které neposlechnou, zaživa do písku zahrabou. Zahrabou je do písku a zalí betonem. Zahrabou je do písku za to, že porušují pravidla, které stanovili jiní. Některé nesmějí odkrýt tvář, některé se nesmí bavit s jinými muži. Některé nesmějí myslet, některé nesmějí rozhodovat o svém životě. Některé se musí nechat odřezat, některé musí snášet, když se je kupují a znásilňují za zmi, kterým se říká domov. Muži znásilňují dcery a myslí si, že je něco takového normální. Některé jsou mužům chvíli mikrovlnkou, chvíli květináči, chvíli šperkem. Proměnila se v píseň. Bylo jí 16. A bavila se s kluky, otec se střícemi zaživa zahrabali do země a ten písek, který tu tvíří, nemá konce. Ty 3 ženy se o ním směrem nepodívají, muselo by nastat stěhování v hlavě. 3 ženy klečí na kraji propasti, právo první noci, která do té kňat nepouští. Nerozutečou se. Být otrokyní, kterou z ní udělají, být paní, kterou z ní udělají, všechna slova jim přižvíkala společnost. Svět je změní dřív, než ho změní ony. Ty 3 ženy zvednou oči k nebi, jediná vykročí, jediná se odpojí, mohly se odpojit ostatní a zachránit se, jedině odpojit a odpustit si, předat Evimu zátěž mimo sebe a kráčet samotné. Báli se a písek je zaslepil. 2 padaly do propasti, nejstarší a mladička. Prostřední, přerostlé dítě se odpojí. A vítr stichne, vítr sfoukává a zezbírá zrníčka zpět na své místo. A obzor je nekonečný. Ta jedna osamocená žena vykročí a krok je lehký, snadný. Válka pohlaví skončila. Nikdy nebyla, jen v hlavě. Jen se jim musí dát šance, té se jim dostávalo zřídka. Z nebe se spustil déšť.
rozpršel se. Těla 3 žen z písku se zbortila a rozpustila. Teprve tváří v tvář smrti je návaznost na druhé přerušené. Drei Frauen. Im Angesicht des Todes wird die Verbindung zu den anderen außer Kraft gesetzt. Es starben 3 Frauen auf der steinernen Brücke. Hella, Juditha, Justina. Sie sprangen in den Sand, der unter der Brücke trieb. Sie versanken darin, sie hoben an zu schwimmen. Die 3 Frauen schieben sich mühsam an einem Sandsteinbruch entlang. Es ist kein Steinbruch, auch keine sandige Ebene. Wüste. Der Sand weiß, zu Dünen aufgeweht. Je weiter sie hineindringen, desto feiner ist er. Der Wind verweht die menschlichen Spuren, bildet eigene Formationen. Die Frauen stecken bis zu den Waden im Sand, sacken bis über die Knie ein. Sand umgibt ihre Oberschenkel, heiß. Unermüdlich kämpfen sie sich frei, versuchen ihre Körper der flüssigen Zwangsjacke zu entreißen, um sich schon einen Augenblick später in eine andere einfangen zu lassen. Unter ihren Sohlen brechen die Sandformationen auseinander. Sie kräuseln sich, fließen ineinander. Die Frauen wollen ihre Haut vor der Glut in Sicherheit bringen. Sie hoffen, eines Tages werde der Sand gröber, seltener, ganz verschwunden sein. Petr Borkovec, der namhafteste und interessanteste tschechische Lyriker, Autor, also Verfasser von 8 oder 9 Bänden Gedichte und poetischer Prosa. 6 davon liegen auf Deutsch vor. Ich habe sie alle übersetzt, sage ich einfach dazu. Ist ein begnadeter Sprachkünstler, ein Dichter mit einer großen Bandbreite von Stilen und poetischen Formen, ein Neuerer und ein Traditionalist und ein nicht minder großartiger literarischer Übersetzer. Er hat 2 antike Dramen übersetzt, mit, glaube ich, jedes an die 3000 Reime, das muss man sich vorstellen. König Ödipus von Sophokles und die Orestie von Aeschylus, russische Lyrik und koreanische Lyrik, koreanische mit Hilfe natürlich eines Wissenschaftlers, der die Rohübersetzung angefertigt hat. Überdies ist er Redakteur, Herausgeber, Lehrer des kreativen Schreibens an der Prager Literaturakademie, wo auch Frau Denemakova arbeitet, und ein selbstloser Literaturvermittler im Prager Literaturcafé Fra. Wir lesen jetzt gemeinsam 6 sehr unpolitische Gedichte vor. Aus einem Gedichtband, der im März erscheinen soll. Er heißt Liebesgedichte. Aber er kreist nur oder taumelt nur um diese Liebesbeziehung. Und er ist über alles andere, nur nicht über Liebesbeziehungen. Sorry, Bart. Vstal jsem ve 4 a poslouchal sovu. Vyhlíznutí, písknutí a nakonec hloukavý třes plný vzduchu. Tahle věta pořád dokola. Olga Karlíková by to nakreslila. Všechno, co se řeklo až do rozednění, i to, jak jsem křičel, když si mě opustila v krátkém snu těsně nad ránem, ty hrozné nadávky a chrčení nad jámou tvé nevěry. Eulenpart. Ich erhob mich um 4 und hörte einer Eule zu. Ein Pfeifen, ein Pfiff und am Ende ein zittriges Heulen voller Luft. Diesen Satz in einem Wort. Olga Karlíková würde es zeichnen. Alles, was gesagt worden ist bis zum Morgengrauen. Auch das, was ich schrie, als du mich verlassen hast. In den kurzen Traum knapp vor Tagesanbruch.
die schrecklichen Schimpfwörter und das Röcheln vor der Grube deines Treuebruchs. Satan. Budím se, pozoruju tmu. Celý měsíc byl tak nádherný. Ty snídaně vždycky na vidličku, které se leskly jak v obraze Davida Hockneyho. A ty, nohu přes nohu, vždycky obutý, s tím svým jo, to bych do tebe řekl. A pak ta holčička, tak 11, v belgické vsi, když si vlámsky uvidíš, že to zvládnu vlámsky, kupoval cigarety. What's your name? Řekla. Peter, and you? Cathy Blisson. So goodbye, Cathy. You're nice. Thank you. August. Ich erwache, betrachte die Dunkelheit. Der ganze Monat ist so herrlich gewesen. Diese Frühstückstafeln, die glänzten wie auf einem David Hockney-Bild. Und du, die Beine übereinander und stets in Straßenschuhen mit deinem, ja, das hätte ich von dir gedacht. Und dann dieses Mädchen, ungefähr 11, in dem belgischen Dorf, als du dir, Flämisch, du wirst sehen, ich kann das auf Flämisch, Zigaretten kauftest. What's your name? Sagte sie. Peter, and yours? Cathy Blisson. So, goodbye, Cathy. You are nice. Thank you.